Das Mann fällt euer Mund ab, Bredel, 3 Hollero, Hollerei, Tullio. Da haben wir den Patrick Ebner, der als der Ebner firmiert und sehr erfolgreich ist gerade, gell? Er rennt richtig gut, wenn man so schaut. Läuft gut, alles ist gut. Schön. Was mir aufgefallen ist, ich habe dir ein bisschen gestalkt so im Internet, man findet schon Interviews von dir und so, aber du bist jetzt keiner, der wirklich mal so ein bisschen was rauslässt. Gell? Ich habe zum Beispiel in keinem von diesen Interviews mal gehört, wo du eigentlich aufgewachsen bist zum Beispiel. Ja, also wenn mich einer danach fragt, gebe ich es natürlich gern preis, weil es ist kein Geheimnis nicht. Ich komme ursprünglich nicht ganz aus Straubing, sondern Rhein heißt das Dorf. Das ist bei Straubing ungefähr 5 Kilometer weg. So der Bauerndorf, ein 3000 Seelendorf ist das. Und das habe ich mir irgendwann tatsächlich abgewohnt, dass ich gesagt habe, ich komme von daher, weil das keiner kennt einfach. Und Straubing ist die nächstgrößere Stadt, da haben sie zumindest geografisch gesehen einen Anhaltspunkt. Dann habe ich irgendwann einfach gesagt, der Faulheit wegen, ich komme aus Straubing. Das ist, so genau geht es da nicht. Das sind 5-6 Kilometer. Und wenn so einer dann ganz genau wissen möchte, so wie du jetzt, dann sage ich es natürlich gern, dass ich aus Rhein bin. Aber das kennt keiner, das ist relativ. Und bei dir waren die Eltern auch schon musikalisch oder so? Ja, also bis auf den großen Bruder eigentlich die ganze Familie. Ich bin da sehr vorbelastet reingekommen in das, muss ich dazu sagen. Also ob das musikalische Früherziehung ist, wobei mein Vater schon immer gesagt hat, ich habe jetzt nie irgendwas lernen müssen. Also ich bin jetzt kein flötengequältes Kind oder doch der Lehrer, dass ich nicht liege. Einmal habe ich Triangel spielen müssen, das hat mir gar nicht passt. Aber sonst war ich immer eigentlich, bin ich da, das ist bei mir so nebenbei hergeschwommen, sagen wir es einmal so. Ab und zu habe ich mal ein wenig reingetatscht und dann bin ich wieder gegangen, aber ich habe nie müssen. Und irgendwann mit 8, 9 Jahren habe ich mir halt eingebildet, jetzt muss ich Gitarre lernen anfangen. Das war mein Ding, ich muss jetzt Gitarre spielen lernen. Und bin sogar professionell in den Unterricht gegangen. Und dann habe ich relativ schnell ausgemerkt, dass Gitarre ein schönes Instrument ist, dass man Gitarre spielen sehr viel Spaß macht, aber das Lernen nicht. Das Lernen ist einfach absolut furchtbar. Dann habe ich aufgehört und dann bin ich auch nicht mehr hingegangen. Also das hat mich dann, teilweise habe ich es sabotiert, dann habe ich mir da haben wir mal eine Seiten abgezwickt, dann habe ich dann ganz überraschend da, oh, jetzt ist eine Seiten, jetzt kann ich nicht mitspielen, so war ich drauf, ganz einfach. Dann habe ich gesagt, nein, jetzt mag ich nicht. Und dann irgendwann mit 13, 14 tatsächlich bin ich auf den Söllner gekommen. Und da war es ja so, zu unserer Zeit, ich sage das aber zu unserer Zeit, so alt bin ich noch nicht, jetzt bin ich ein bisschen was über 30, aber bei uns war das tatsächlich schon nur so, dass das Internet war nicht so präsent. Also wenn du irgendwas mengen hast, so wie jetzt einen Text oder irgendwas braucht hast, dann hast du den ausschreiben müssen, weil, wie gesagt, wir haben also, bis ich 17 war oder sowas, haben wir noch eine Schreibmaschine daheim gehabt. Also das war wirklich, das ist dann alles zwar schnell gegangen, aber ist ja wurscht. Und auf alle Fälle habe ich dann vom Söllner Kassetten gehabt und dann habe ich Edeltraut, weiß ich noch gut, das Liedl. Und dann kennst du, oder? Das gefällt mir gut, ja. Und dann denken wir da so, der spielt doch F-Dur, jetzt wechselt er ins B und jetzt wieder, das kann ich auch. Und dann habe ich mich da hingenockt und habe das ausgeschrieben und so bin ich dann dazugekommen und allweil mehr und dann bin ich nie wieder weggekommen, muss ich dazu sagen. Und man kann es nicht reintrichtern, aber wenn es nicht genau. Kommt, dann bricht es das Genau, und dann findet sich der Weg von allein, sage ich jetzt einmal. Es ist also ich halte schon für verwerflich, wenn man Kinder zu irgendwas zwingt. Man muss ja nicht sagen, dass es gibt. Und so war es bei mir, also eigentlich optimal. Und da hat auch nie irgendwann was gesagt. Und jetzt bin ich knapp über 30 und jetzt habe ich das einfach, bin immer noch dabei. Und dann irgendwann, wobei ich dazu sagen muss, dein eigener Schmarrn zum Schreiben sozusagen. Und du hast mir mal beim Bier hast du mir mal eine Geschichte erzählt, das fand ich sehr, sehr spannend, weil da habe ich bin ja auch noch so, dass ich 2 Tage in der Woche arbeite, gell, und in einer großen Firma. Und bei dir ist das, glaube ich, so richtig losgegangen, auch mit dem Kabarett, hast du gemeint, dass du gemerkt hast, dass du das halt eigentlich brutal drauf hast in dem Moment, weil du gewagt hast, bei einer Betriebsfeier, bei dir in dem Betrieb, wo du gelernt hast, sozusagen, die hier zum Stehen und deine Chefs durch den Kakao zum Ziehen. Also du hast quasi Kabarett auf der Firmenfeier gemacht und das muss dermaßen brutal gut angekommen sein, dass du fortan quasi mehr oder weniger alle Freiheiten hast in der Firma, dass du wegbleiben kannst, wenn du spielst und so weiter, weil alle sagen, der ist dermaßen gut, das müssen wir fördern, oder? War das so ein Highlight? Das war dann, sage ich jetzt mal, das war ein Highlight von dem Ganzen, das war aber am Anfang nicht immer so. Also sie haben jetzt, ja, das war halt so, ja, der macht halt ein bisschen irgendwas, aber hat sich nie einer damit befasst und ich bin quasi abseits der Firma, ist das bei mir bei
allweil weiter gewachsen und allweil weiter gewachsen. Und irgendwann hast du halt tatsächlich, das darf ich arroganterweise sagen, bei uns im Landkreis Straubing-Bonn, bist du halt an mir nicht mehr vorbeigekommen. Da hast du halt dann einfach, ob es jetzt Zeitung war, ob es die lokalen Fernsehsender oder Radio waren, irgendwann bist du mit mir einfach konfrontiert worden. Und dann hat sogar auch meine Firma gesagt, ja, jetzt lasst man einmal spielen. Und dann wollte ich zuerst gar nicht, weil ich gedacht habe, für kein Geld der Welt, am Montag kann ich dann wieder in die Arbeit gehen und dann, wenn das nicht funktioniert, die feiern mich als Helden, wenn es funktioniert, und wenn nicht, bin ich der Depp der Nation. Dann habe ich zuerst gesagt, da habe ich mich auch 2 Jahre gewehrt, die haben ja länger da genervt, und habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, gut, dann haben wir uns mit der Gage halt geeinigt, dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich es halt nicht, und dann habe ich da ein halbes Stundenprogramm, und das war halt der Vorteil, dass ich halt da drin gelernt habe, dass ich da fast 16, 17 Jahre gearbeitet habe, und da kennst du einfach die Leute. Und dann geht das schon. Wie gesagt, mir ist ja da zugute gekommen, ich komme ja ursprünglich aus der Geburtstagsliederszene, so wie die meisten, sage ich jetzt einmal, angefangen haben. Ich war einfach nur Geburtstagsliederschreiber, sage ich so schön, so Jingle-Schreiber eigentlich, weil ich war immer, wenn du so Fan bist von Fredel Fesel, vom Söllner oder Willi Astor, wenn du nicht gerade auf AC/DC bist, beziehungsweise die höchste Form der Anerkennung ist ja das Nachäffen. Und ich habe immer schon Fredel Fesel gespielt, was ich spielen habe können. Söllner habe ich fast alles können, weil das Niveau an der Gitarre habe ich auch, aber am Fesel habe ich ja nie erreicht. Wobei das finde ich ehrlich gesagt auch immer ein bisschen unfair. Die Leute sind halt, klar, heutzutage braucht jeder seine Schubladen, wo es die nicht da können. Ja. Und das ist halt bei dir der Fesel, wobei ich das total ungerecht finde, weil du hast erstens schon mal eine ganz andere Frisur. Sagen wir es einmal so, Vergleicher tanzt ja zwangsläufig immer mit irgendjemandem. Da hat ja jeder irgendwann einmal durch müssen. Und wenn es bei mir der Söllner und der Fesel ist, was will ich mehr, das ist ein Ritterschlag für mich. Das ist, also wenn es so weit ist, und wie gesagt, wenn ich dann weiter erzähle, dann war das ja so, dann hat mir mal einer gesagt, spiel mal auf unseren Geburtstag da, und dann hat er mir ein paar Stichpunkte von dem Geburtstagskind da gegeben. Und dann habe ich halt da ein bisschen, da habe ich mir nicht einmal viel Mühe geben müssen, weil die Gags, sage ich jetzt einmal, die sind ja gestanden, ich habe sie nur in Reimform bringen müssen. Das habe ich dann ein bisschen gemacht. Dann habe ich aber nicht gewusst, wie ich die Stunde umbringen soll. Dann habe ich halt, was ich kennen habe, gespielt, ob das vom Fesel war, oder was ich halt alles kennen habe, ich gespielt. Und dann zum grünen Abschluss das eine Lied da. Und es ist so gut gekommen, dann haben sie mir 2012 hat das angefangen, haben sie mir tatsächlich die Bude eingerannt. Da habe ich wieder Internetseiten gehabt, noch habe ich ein Kärtchen gehabt, das war alles Mundpropaganda, und habe über 120 Mal gespielt im Jahr. Ich muss aber auch dazu sagen, da ist es dann schon gegangen, was verlangst du auf so einen Geburtstag. Ne? Und dann habe ich halt noch, sage ich jetzt einmal, normale Gehälter gerechnet, habe mir gedacht, ja, 70 € in der Stunde, das kannst du eigentlich nicht da arbeiten. Und dementsprechend hat das natürlich schon beigetragen dazu, dass wir da die Bude einrennen. Ne? Und dann habe ich irgendwann einmal, das habe ich dann 1-2 Jahre so der Hittingelt, das war richtig schön. Dann findest du auch die Kniffligkeiten, sage ich jetzt einmal aus, wann du draus sein sollst, wenn dann die Leute schon Bier kriegen, nicht zu früh, nicht spät. Das war dann direkt schön, ein bisschen Erfahrungen zu sammeln, sagen wir es einmal so. Und dann irgendwann war ich an einem Abend da, das war in Bonn, glaube ich. Und das war der Abend aller Abende, der war so geil, da erinnert mich, da habe ich gar nichts mehr falsch machen können. Und dann habe ich aus Zugabe eins von meinen Liedern gespielt. Und ich muss aber dazu sagen, dass ich vor der Zeit schon immer Lieder gemacht habe. Ich schätze jetzt einmal so 50 Lieder. Und die kannst du alle nicht anhören. Das ist ja wirklich furchtbar. Ich fange gern wieder bei Null an. Und da habe ich als Zugabe mal eins von meinen Liedern gespielt, also eins von denen, wo ich für gut gehalten habe. Und da war es dann auch so, dass ich mir gedacht habe, hey, schau hin, die Leute, die kennen gar keinen Unterschied nicht, ob ich jetzt einen Fesel spielen soll oder ob ich einen Ebner spiele. Und dann habe ich alle mehr, genau, und dann habe ich alle mehr austauscht. Dann habe ich alle mehr austauscht und alle mehr rein da. Und irgendwann habe ich dann mein Programm gehabt, und dann ist 2014, 2015 einmal auf eine große Bühne gegangen, und so bin ich ins Kabarett eigentlich gekommen. Das war mehr oder weniger Glück, Zufall, Step by Step, oder wie man auch immer sagt. Ich habe mir schon da bist du reingerutscht. Ja, ich habe schon irgendwie geträumt davon, sagen wir es einmal so, aber ich hätte es mir nicht erträumen, also ich hätte es mir nicht irgendwie vorstellen können. Das aber irgendwie, mit deinem eigenen Zeug genau, dass ich mit meinem eigenen Zeug, dass die Leute kommen und hören sich meinen Kram vorbei. Wie gesagt, ich kenne ja die anderen Lieder von mir auch, oder jeder, der Lieder macht, das wirst du ja auch wissen, da ist ja nicht jetzt gleich. Da schreibst du oft den ganzen Nachmittag an Wolf, und dann wirfst du es im Endeffekt weg. Das kommt ja einfach das kommt nicht immer überall gleich gut an, ja. Je nachdem. Mhm. Und dein neues Programm heißt Platzhirsch? Nein, das ist jetzt, das war das letzte, das ganz neue heißt jetzt Hundstag. Hundstag. Das gibt es jetzt ungefähr seit einem Dreivierteljahr. Ja, oder fast schon einem Jahr gibt es das jetzt. Ja. Da habe ich letztes Jahr im März da Premiere gehabt im Straubinger Mark-Miller-Saal.
Und genau, mein erstes geheißen Geschichten aus dem Leben habe ich das darf, da habe ich aber nur schnell einen Titel braucht, weil da war es einfach so, da haben sie bei mir die Nummern mehr oder weniger angehäuft und habe halt einfach damit gespielt, ja, wie heißt denn das überhaupt? Ja, keine Ahnung. Geschichten aus dem Leben und dann. Ja, aber auf deinen Internetseiten geht das nicht hervor. Nein, das stimmt, da glaube ich, ist nur der alte Pressetext da. Das ist mir schon. Das, Darfst du mal, ich muss dazu sagen, da wo ich damals meine Internetseiten noch selber gemacht habe, muss ich dazu sagen, war das alles ein wenig aktueller, das stimmt schon, aber seit ich das outgesourced habe, ist das echt ein bisschen, das stimmt, da ist der alte Pressetext. Was die Doris noch brutal interessieren hat, weil du bist ja doch ein recht hübscher Kerl, ist er noch zum Home, der Patrick? Momentan war er zum Home, ja, bin ich jetzt wirklich, ja, wie auf der Single-Couch im Volksfest, da passt perfekt. Immer mal wieder ist er zum Home. Wer war das? Der Willi Astor hat das gesagt, der geht aber nach dem Konzert, da bauen wir um sein Auto rum, aber es ist noch nie gekommen. Ja. Da glaube ich, hätten wir aber dann wirklich in Rock'n'Roll oder sowas rein müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Kabarett so fabriziert wird, sagen wir es einmal so, und ob sie es teilweise überhaupt sehen, wo ist es dann das nächste dann. Ne? Das wenn die WHs fliegen oder so, dann ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, aber ich hoffe. Ich soll es gescheit halten. Nein, ich würde sagen, wir freuen uns total, dass du da bist. Eröffnungsveranstaltung, große Geschichte. Wir haben ja total ausverkauft. Und freut mich auch. Danke hoffe, für die Einladung. Dass du so rocken wirst, wenn wir es schon ein paar Mal erlebt haben, bei dir reinpumpen. Werden wir schon hinkriegen. Alles klar, dann bis später. Ja. Dies man fällt euer Mund abbriegel, 3 Holler